Herzlich willkommen zu diesem Spiel, bei dem die Heimmannschaft vielleicht ein bisschen Bammel hat, Sebastian, denn zuletzt haben sich die Gäste durchgesetzt. Ja, es war ja häufig eine ganz enge Angelegenheit zwischen diesen beiden Teams und ja, ich bin heute mal gespannt, wer die Oberhand behält. Ich freue mich jedenfalls auf diese 90 Minuten. Und das sieht man in der Mannschaft, stimmt's? Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Also die Chance hat er vertan. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. Ja, Fehlpass. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Der Ball ist im Tor aus. Logische Folge. Abstoß. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Werder flanken. Und sie werden immer offensiver. Ja, das sieht vielversprechend aus. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Und jetzt bietet sich die Gelegenheit, hier schnell einen Angriff zu initiieren. Führungstor für die Gäste und so ganz von ungefähr, wenn wir ehrlich sind, kommt das gar nicht. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Ja, der Verteidiger muss da die Kritik sich schon gefallen lassen. Er ist schuld an diesem Treffer, keine Frage. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Ja, da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihm dran. Herrlicher Pass. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Guter Spielzug. Einfach weg mit dem Ball. Versuch's aus der Distanz. Und nach diesem Ausgleichstor ist in der Partie wieder alles möglich. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. So ist das im Fußball. Die eine Mannschaft hat den Gegner scheinbar im Griff, aber eben halt nur scheinbar. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Da kommt die Flanke. Ja, Zweikampfstärke zeichnet ihn aus, zeigt er auch wieder in dieser Situation. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Wie knackst du am besten eine Abwehr über außen? Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Also so sollte man den Ball besser nicht verlieren. Und daraus könnte was werden.
Jetzt hat er den Platz. Und der Ball ist drin. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Und das sieht gefährlich aus. So, damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Also der Spieler macht jetzt einen angeschlagenen Eindruck, aber der Schiedsrichter hat kein Foul gesehen. So, jetzt hat er Platz. Ja, das gibt Eckball und das gehört zu den Stärken dieser Mannschaft. Tja, und er spielt den Eckball genau in die Arme des Torwarts. Die Fans schütteln mit dem Kopf. Was für ein schwaches Zuspiel. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. So, hier ist noch alles drin. 2:1 steht zur Halbzeit. Na, das war doch eine muntere erste Halbzeit, meine Damen und Herren. Schade nur, dass sich im Eifer des Gefechts so viele Spieler verletzt haben. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Ja, das war zu ungenau und davon hat der Abwehrspieler gleich profitiert. Kann er die Möglichkeit nutzen? Gute Einzelaktion, aber vielleicht ein bisschen zu eigensinnig. Ja, gut abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Ja, das sieht gut aus. Oh, sowas kann der Torhüter mit der nötigen Gelassenheit zur Kenntnis nehmen. Ja, das sieht der Trainer gern. Ja, jetzt könnte die Flanke gleich kommen. Und in der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Jetzt kann er sich in aller Ruhe... Ja, da hat er gut mitgespielt. Der Torwart holt sich den Ball. Ja, Torwart will kein Risiko angehen, klärt. Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. Ja, und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zurückerkämpft. Und den hat er so gerade eben weggespitzelt, den Ball. Nach vorne geklärt.
Und vorerst ist die Gefahr gebannt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, da gibt es jetzt Gelb und der Gegner könnte sogar verletzt sein. Oh, das sieht nach einer bösen Verletzung aus. Da kann er sich beim Schiedsrichter ja fast schon bedanken, dass er nur Gelb sieht. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Gute Abwehrleistung, den Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Ja, und der Schuss geht ganz, ganz weit am Tor vorbei. Das ist ja Weltklasse, wie die da hinten stehen, wie perfekt die organisiert sind. Ja, köpfen kann er. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Ah, da hat die Verteidigung aber geschlafen. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Tja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Ja, ein gutes Stellungsspiel des Torhüters. Er hat den Ball. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Los, schieß, Junge! Also wenn die Flanke so dicht vors Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Naja, so spielerisch war es nicht so toll, aber wir haben 3 Tore gesehen. 2:1. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.